So, Freunde, es ist jetzt Zeit für neue Shantan, neue Pokémon-Legende Arceus. Ich bin auf der Suche nach Elite-Pokémon plus verlorenen Items, bevor wir uns dann ins vermutlich letzte Gebiet begeben, das es hier in dieser Welt zu erkunden gibt. Und ja, soll ich erstmal gucken, ob da vorne wirklich Elite-Pokémon sein sollen. Bin ja schon mal sehr, sehr gespannt. Das sind zumindest normale Skorgler, die habe keinen Bock mehr. Da ganz ehrlich, ich habe so viele Skorgler gefangen und keins hatte irgendwie einen Schafzahn, da bin ich sehr enttäuscht. Jetzt auch ein paar, offenbar ein größeres und ein kleineres. Tatsache. Ein Elite Skorgo. Nur Schlötterspecht. So. Das ist ein Baum, der raschelt, aber ist auch gerade ein Georock, ein bisschen unpraktisch. Obwohl. Gut, war ein bisschen anders geplant, aber scheiß drauf. Mein Holzhammer! Jo, das ist ein Holzhammer, wie im Buch steht. Die Dinge, die ich eigentlich so brauche. So, was hat es hier für ein Pokémon? Da bin ich schon mal sehr gespannt. Ein Burmadame. Die Frage, hat auch die Form schon? 41, oh. Bei Burmi wissen wir, dass ich alle schon habe, weil ich die eine Quest noch machen musste. Bei Burmadame nicht, da gar nicht mehr so sicher. 2 habe ich dann die auch. Oh, das ist die Bodenvariante. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße, weil ein Elektro-Stahl-Pokémon, das kann nicht funktionieren. Ja gut. Ein Zentnerball wird hier nicht funktionieren, indem man einen Tonnenball kann. Wobei so stark geschwächt hätte vielleicht auch ein Zentnerball funktioniert, aber egal. Immerhin haben die Evoli überlebt, das ist schon mal wichtig. So, dann haben wir Baum springen sehen, sehr gut, wird uns Pokédex-mäßig einen Tag helfen. So, wie komme ich da jetzt ran? Es sind natürlich noch ein paar Skorgler rundherum, natürlich total kacke. Oh, super. Ich müsste eigentlich erstmal die Skorgler loswerden. Pion Draghi? Oder wenn ich da einfach Freunde. Dann muss ich irgendwie anschleichen. Aua. Ich muss die loswerden, bevor sich das Skorgro einmischen kann. Die Ranzerverzerrung, ja, der hat auch gesehen, dass es aufgetaucht ist. Die Skorgler sind natürlich stark, aber es bringt. Also, wir fangen jetzt keine mehr, weil eben. Schafzahn, irgendwie hat es nichts gebraucht, deswegen lasse ich das mal weg. Jetzt machen wir es anders, komm. Tempo Schwerttanz. Das Gorgo hofft natürlich wieder ohne Ding einfangen zu können, wa? Ohne Kampf. Ein Schafzahn, endlich mal einer. Alter.
bloß gefühlt 10.000 Jahre gedauert. So. Jetzt muss mal gucken, ne? Das sind ja Boden-Pokémon, wenn ich richtig erinnere, waren die, glaube ich, sogar auf Bodennahrung aus. Das heißt, Weißköder. Okay, jetzt erstmal anschleichen. Perfekt. Ein Skorgo, Freunde. Auch für unser Team, hoffentlich. Bald schon. So, da ist noch keiner entwickeln. Hätte mich auch gewundert. Perfekt. Also, was Skorgo betrifft natürlich, der Rest nicht. Also, dann war hier tatsächlich eins. Gut. Dann eben hier oben soll noch eins. Dann würde ich sagen, wir machen uns direkt dorthin. Dort ist ein Die Raumzauberzeugung natürlich jetzt da, aber jetzt, ja komm. Lass mal einen aus. Der ist schon wieder ein Elite-Pokémon. Was ist denn jetzt hier oben? Ah, da ist er der. Komplett übersehen. Ja, natürlich. Hey Knarks, lange nicht mehr gesehen. Ja, Bergenhof klappt's nicht, war schon doof. Oh, das sind ja Bronzungs. Ja, da ist ein Elite-Skorgler. Ich überlege halt, ob wir irgendwie das Elite Skorgler, was wir gerade gefangen haben, ins Team nehmen sollen. Oder wir fangen das Elite Skorgler, entwickeln es und gucken dann, welches von beiden, sag ich jetzt mal, besser ist oder so. Der Reiskutter war es, glaube ich. Hier kein Risiko ein, Freunde. (14 von 15, alter Schwede. Jetzt haben wir keinen Platz mehr. Scheibenkleister. Immerhin haben wir einen Schafzahn noch. Warte mal. Gebe ich hier doch mal die Ästing, kann ich ja mal so geben. Komm. Wir können direkt mal testen, ob das wirklich stimmt. Dass die Evolis das wirklich so mögen. Ja, obwohl es nicht einen Anschein macht, als ob es bereits Bock hätte, sich zu entwickeln. Naja. Barbrikokos und so. Warte mal, könnte ich vielleicht noch ein paar Flügelbälle herstellen? Oh, immerhin. Fittlauch, ja, muss ich eigentlich mal, ja, komm. Dann nur 100 Stück farmen war. Aber gut, dann klappt das auch. Also Herrscher, Skorgler, Skorgler, so, jetzt Skorgro. Wir damit auch. Dann können wir da auf den Weg machen. Das sind die Ruinen, da waren wir auch schon mal. Oh, das ist ein Fittlauch. Ja, nee, komm, also die 100 Fittlauch und so, entweder kaufen die mir halt zusammen oder ich suche die mal offscreen, Freunde. Das dauert mir sonst echt zu lange. Ja, ist so am Baum wird auch irgendwie so eine Burmadama so Viech drin sein. Alpollo. Sparen wir uns aber später auf. War ich oben schon mal? Okay, irgendwie das Lektorball schnallt irgendwie auch nichts, wa?
Da ist noch ein Herrscher Voltoball mit der Größe. Bin ich eh schon hier oben? Die Raumzeitverzerrung. Ah, das ist wieder sich am Auflösen. Ah, scheiße. Jo, ist weg. Die Verzerrung ist verschwunden. Ja, ich sehe es gerade auch. Dankeschön. Ein paar Aprikoko. Ja, die Opfergaben. Du Opfergabe. So. Ansonsten käme man hier noch weiter, aber das sparen wir uns für später auf, Freunde, wenn es dann storyrelevant wird. Ich glaube, jetzt machen wir uns auf, hier noch Voltoball und Traunfugil zu fangen. Dieser hier auch geben soll. Dann gucke ich mal. Also, Nebulak. Habe ich gerade Voltoball gesagt? Nee, natürlich Nebulak, wa? Also eigentlich bin ich ja schon ziemlich nahe dran gewesen. Es müsste ja hier eigentlich sein. Was mache ich da überhaupt, ich Trottel? So. Irgendwie auch ein bisschen schade, dass man halt nur diese Markierungen hier pinnen kann. Oh, jetzt kommt wieder Tag oder was? Bin ich brauche ein bisschen Nacht-Feeling noch für den Nebulak, sonst wird es schwierig. Frage, denn die jetzt hier sind. Wo finde ich dann hier noch Traunfugils? Die müssen auch hier sein. Oder hier. Müssen wir natürlich daran denken, ne? Also Traumfugil und so, da muss ich halt unbedingt immer hier spawnen. Ne? Also die können natürlich auch mal anderswo spawnen. Da kennen wir ja mit diesen Spawnpunkten. Die sind nur bei gewissen Elite-Punkten sind die immer fix und auch sonst so. Und jetzt sagt, hey, hier tauchen nur 2 Pokémon auf. Und dann kann es sicher sein, okay, es kommen auch nur die 2. Aber hier zum Beispiel kann es gut sein, dass halt nur aktuell halt gerade nur Nebulax und Alpolo spawnen würden. Oder ein Rizeros, warum auch immer. Warum ist eine Maronbeere hier bei meiner Auflistung der Items? Ah, schon besser. Haben wir gesehen, okay, schade. Ja, das Negativing kann ich gleich noch mitnehmen, aber es wollte halt nicht, dann halt. Oh, noch ein Elite-Viech. Traumvogel, ich sehe es. Oh. Elite Traummagie, interessant. Nein! Ah, Mist. Rotum da hinten, nicht schlecht. Vielleicht klappt es ohne so groß, was machen muss. Natürlich nicht, wie könnte es anders sein?
Warte mal, die Traunvogel sind jetzt gerade. Nein, ich brauche nur eins hier, was? Okay. Du siehst mich nicht. Ah, Mann. Die sind dann ja auch überall, wa? Oh, es ist wieder Tag. Das heißt, die Geister verschwinden. So, 3 von 3 können vielleicht sogar funktionieren. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt die Dinge hier fangen soll. Geister. Welchen Köder brauche ich denn für Geister? Vielleicht Pilzköder, weil monströse. Huch! Ah, das ist weg, weil es nicht mehr Nacht ist, wa? Okay. Ja, und ich muss auch weg. Tschüss! So, Glanzstein, sehr gut. Gut, Freunde, wenn wir sagen, das reicht, wa? Wir kehren zurück. Müssen sie eigentlich, glaube alles haben. Das kann man sagen, war noch ganz schön knapp. Ja, und viele Herrscher, wenn man ganz sieht. Nebulak, yes. Eintrag ist voll. Alpolo, da fehlt noch ein bisschen was, aber... Hä? Okay, Forschungslevel 10 vollständig, aber es mag offenbar nur Pilze und Bohnen. Skorgos, aber was fehlt ist klar. Skorgler haben wir jetzt voll. Traumfugil. Das heißt auch Pilze. Nehmen wir mal an, dass für die Entwicklung auch Pilze wären. Also sprich für Traummagil. Na komm, wir gehen mal zurück. Können noch ein, zwei Quests abschließen und uns dann vorbereiten, Freunde. Wegen des Auftrags. Traunvogels wallendes Haar. Bitte mehr Frisuren an. Ja, danke schön. Was? Hat der was Neues? Ja, also eine neue Quest hier. Ein Trassler habe ich schon, aber ein Kirlia noch nicht. Mann, nee. Bitte erzähl mir mehr. Okay, nächste Quest. Von den Quests abschließen. Jetzt kommen neue. Hä? Ja, ein Carpador. Das ist unfassbar cool. Es kann nicht fliegen. Sag, ist ein Fisch. Ein Fisch hat immer Flügel von dem her, aber er kann deswegen nicht fliegen. Du hast Nachwissen über Carpador. Ja, es wird zu einem Garados. Was? Er ist nicht komplett mein Pokédex sein? Okay, shame on me.
Du kriegst noch den Eintrag über Nebulak. Den morgen wird gearbeitet, keine Sorge, mein Sohn. Was? Emanuel. Hm. Keine Angst vor Geister mehr. So ist es, Verbindungsschnur. Oh. Sehr gut, kann passieren. Ich hätte jetzt dahin geparkt, insofern passt das. Wir suchen im Hochland. Kilias Frisur, ja, und erstmal einen Kilia finden, super, das haben wir aber auch gemacht. Der Geschmack nach Honig. Ich habe echt keinen Schimmer mehr. Die Griffelhügel. Ja, müssen wir schon ein Gebiet sein, wo wir schon mal waren, wa? Aber trotzdem gesagt, Freunde, dass wir uns für ein anderes Mal aufsparen. Und in der nächsten Folge dann doch mit der Hauptstory weitermachen. Sternenstück, dann genug Platz im... ich weiß, ich habe nie genug Platz. So. Also, Freunde, jetzt mal noch ein bisschen abschließen hier, wa? Sind mit dem Pokémon da geheilt alle? Jo. Das sieht soweit gut aus. Also. Ich will bereits erwähnt, in der nächsten Folge mit dem Ding weitermachen. Mit der Stop. Wo sind meine Items hin? Okay. Ja, ich muss dringend Pause machen. Ich zock schon zu lange. Ich hab schon gedacht, hä, wo sind plötzlich meine Rotumgeräte hin? Das ist aber ganz creepy. Forschungsmütze. Ja, muss ich mal ein bisschen anders ankleiden. Vielleicht mal sowas hier. Moderne Hose vor allem. Weil ich das die Forschungsuniform schon nicht schlecht finde, aber gut. Wer bin ich schon? Forschungsschuhe, moderne Schuhe, weil die passen. So. Team Galactic, yeah! Ein bisschen anders als gewollt, aber egal. So. Muss mal gucken, von vielleicht bis zur nächsten Folge hier noch ein paar Items und so noch herstellen will auch. Also auch ein paar neue Bälle und so. Also erstmal gucken, was wir schon so haben, ob wir noch ein bisschen was farmen will und so. Fittlauch farmen wird vielleicht auch eine Option sein. Mal gucken. Was ich jetzt noch ganz kurz mache. Genau, also noch ein bisschen mehr Kohle generieren. Sprich, nehmen die Dinger mal noch mit. So, ja, viele schöne Entwicklungssteine, wa? Sehr schön. Und, ja, warte mal, den Rest kann man jetzt gleich dazu. Jetzt gleich machen, Freunde, jetzt gleich. Erstmal das Ding, Sternstück. Halt jetzt noch 2, shit happens. Immerhin 4 Sternstück, geht jetzt für 5000, also, was man verkaufen kann man glaube ich so machen, oder? Jo, würde halt eben noch gucken und noch irgendwelche Items selber noch herstellen sollen oder direkt kaufen sollen. Ich meine auch theoretisch mit dem Fittlauch kann ich jetzt theoretisch, ja, 100 brauchen oder 99 und ich könnte jetzt eigentlich alle noch kaufen, die uns fehlen würden. Oder ich kaufe mir andere Dinge. Die vielleicht sogar ein bisschen wichtiger sind.
Stein mit Blattmuster, Pilzköder-Set. Ja, ein Blattstein ist zwar nie verkehrt, wie viel willst du? Ja, komm. Ja, sonst müssen wir natürlich hier die DPs einsetzen, ne? Bei der Lady da vorne ist zwar auch eine Option, aber so ist es eigentlich besser. Also, dann machen wir hier mal noch. Viele Items gefunden, sehr schön. Direkt abgeben. Der Reis ist bereits in der Box gelandet. Sehr schön. Ja, Freunde. Dann also der Plan für die nächste Folge, was ich offscreen machen werde. Eventuell werde ich noch ein paar Materialien sammeln. So mit Fittlauch und so weiter und so fort, was wir halt so brauchen. Jetzt nicht nur für uns selber oder für die Quests, sondern halt auch fürs Team. Um da EPs zu generieren. Ich würde gerne die beiden Evolis bis zum nächsten Mal so weit haben, dass sie eigentlich ready wären für die Entwicklung. Sprich, eins zu Psyana und eins zu Felinara, hätte ich mir gedacht. Dann hätten wir schon mal die beiden schwierigsten Entwicklungen auch schon mal durch. Neu, genau. Also ich werde dann auch diese Boxen noch ein bisschen sortieren bis zum nächsten Mal. Können wir zwar jetzt eigentlich zum Teil jetzt noch machen. Viele Herrscher-Pokémon. Hier haben wir noch Elektro-Pokémon, die Elektrobox. Ich habe erst ein Pikachu, ganz krass, war. Wobei Pikachu ist, glaube ich, das einzige Pokémon, was man in jedem Spiel findet. Egal wo es gibt, das Vieh gibt es in jedem Spiel. Auch so machen geht schneller. Okay, dann macht das direkt so, wa? So. Perfekt. Und dann das Viech noch. Wird wohl eine Käferbox gewesen sein. Wo haben wir noch die anderen Viecher? Ah, guck mal einer an. Hat er echt noch nicht, wa? Weil das Grüne, das normale Boomer-Dame fehlt ja auch noch mehr gerade. Lustig. Also, egal, da kann ich eigentlich dann so machen. Dass er unbedingt will, dass man irgendwie ein Vertriebbehalten genau in der Region fängt, wo er es gerne haben möchte. Jetzt den Weg, der geht schneller. So. Mhm. Aufgepasst bei den Elite-Pokémon, dass ich die irgendwie falsch ablege. So. Einigermaßen, ne? Weil das hier ist ja sowieso der Starter. Tanuto kann ich eigentlich wieder mitnehmen. Also Freunde, wie bereits erwähnt, bis zum nächsten Mal gucke ich mal, ob die beiden Evolis noch so weit hinkriegen, dass wir entwickeln könnten. Und dann sehen wir mal, was für ein neues Team wir bilden. Eben auch mit ein bisschen mit den Elite-Pokémon, eventuell das Skorgla zu Skorgo entwickeln und dann mit dem anderen Skorgo checken. Und da mitnehmen. Ich würde auch gerne irgendwie die beiden Drachen mitnehmen, die wir da gefangen haben. Erstens zum Testen, weil wir noch nie Drachen dabei hatten.
aber natürlich auch zum Entwickeln natürlich noch, weil die können jeweils noch eine Entwicklungsstufe annehmen, ne? Haben das eigentlich auch schon mal gemacht und dann, ja, mal gucken, nehmen wir einen Relaxo mit oder einen Panferno. Vielleicht ein Kramschiff, einfach mal ein bisschen gucken, wie sich auch vom Typen her und so mit unserem Team dann passt. Aber ich glaube, so ein Bodenflug und nicht Flug wären so 2 Flugtypen. Aber ich glaube, Prose kann ich gerne mitnehmen. Pflanze Gift anstelle von Shelterra. Dann Viscargo oder eben Knaxel. Also eben noch ein Drachenboden oder Stahldrache. Tanup oder glaube ich sogar ein Team belassen. Panferno kommt später mal rein. Ursa Luna, Boden normal, ja. Mal gucken, ne? Also ihr seht schon, wir haben da noch viele Optionen. Eben irgendwie ein Eboli noch, sprich ob es Psyana nach Tau oder Felinara sein wird. Tendiert zwar eher zu Psyana. Also meine Lieblings-Evoli-Entwicklung ist. Aber das sind vieles mehr, Freunde, würde man sagen, nächste Folge. Zurück bei Pokémon Legends Arceus und dann aber wirklich weiter mit der Hauptstory. Also sprich ins nächste Hauptgebiet dann. Und vor allem ins letzte auch. Und dann gucken wir doch mal, was wir noch alles so entdecken werden, was noch alles passieren wird, war, weil vor allem auch hier, man sieht ja auch hier in Jubeldorf, es wächst und wächst und gedeiht. Viele schöne neue Gebäude und so. Sehr geil. Ja, sieht immer schön aus. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Pokémon Legends Arceus. Die beiden Evolis, die sich hoffentlich dann, die sich bis dahin hoffentlich entwickeln werden. Ich glaube, Tranupto, du bist mein Starter, ich glaube, du bleibst noch ein bisschen im Team, war wieder. Ja, du freust dich, wa? Du freust dich, Kumpel. Ja, der freut sich, aber noch ein bisschen bekifft aussieht, aber egal. Und ihr zwei? Oh, das Evoli ist müde, du bist zum Felinara. Evo. Oh Mann. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.